Jesus, nachdem er auferstanden ist er zwei Männern begegnet, die mega traurig sind, frustriert, enttäuscht. Wir nennen die auch Emmaus-Jünger, Männer unterwegs nach Emmaus. Und wenn er ihnen begegnet ist, hat er mit ihnen geschwätzt, den ganzen Weg gelaufen. Beim Wandern kann man so gut schwätzen zusammen, gell? Dann heißt es da, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Das ist also durch die ganze damalige Bibel durchgestreift und hat ihnen zwei erklärt, wo es überall um Jesus geht. Und heute Morgen wollen wir auch so ein Jesus-Bild auspacken aus dem Ersten Testament und schauen, wo sehen wir Jesus da drin. Ich wäre mega gerne dabei gewesen. Nicht die Enttäuschung, aber so direkt von Jesus gelehrt zu bekommen. Wir haben dafür den Vorteil, dass wir das Erste und das Zweite Testament haben und somit vieles auch selber dürfen sehen und herausfinden. Wo sind wir in der Geschichte? Der König Saul und sein Sohn Jonathan sind im Krieg gefallen. Der David war der nächste König. Da wir uns befinden, ist der David schon fest im Sattel, seiner Königsherrschaft gefestigt und da steigen wir ein in die Bibel. 2. Samuel, Kapitel 9, ab Vers 1. Und David sagte, ist noch jemand übrig geblieben von dem Haus Sauls, damit ich um Jonathans willen Barmherzigkeit noch nie mehr erweise? Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, der hieß Ziba, den riefen sie zu David. Der König sagte zu ihm, bist du Ziba? Er sagte, ja, dein Knecht. Der König sagte, ist noch jemand vom Haus Sauls, damit ich Gottes Barmherzigkeit noch nie mehr erweise? Ziba sagte zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, lahm an den Füßen. Der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagte zum König, sieh, er ist in Lodabar im Haus Machirs des Sohnes Amiels. Da sandte der König David hin und ließ ihn von Lodabar aus dem Haus Machirs des Sohnes Amiels holen. David will wissen, ob es einen Überlebenden gibt aus dem Haus vom Saul und von seinem Freund, der tot ist, dem Jonathan. Und es gibt noch einen, aber der hat das Problem. Das Problem, das seine Zeit ganz extrem war, er war nämlich körperlich behindert. Was ist passiert? Als er 5 war, hat ihn seine Amme fallen lassen. Er ist vielleicht ab der Schulter runtergefallen, ich weiss nicht genau wie. Es ist eine Schreckensnachricht gekommen und als er 5 war, ist seine Amme mit ihm umgekehrt und er hat beide Beine sind kaputt gegangen und nicht mehr wiederhergestellt werden. Wo hat der Mann gelebt? Die Bibel sagt, er hat gelebt in Lodabar. Lo ist Nein auf Hebräisch und Dabar ist Weide. Der Mann hat gewohnt dort, wo keine Weide ist. Er hat in der Steppe gelebt. Er hat in der Wüste gelebt. Er hat dort gelebt, wo es nichts zu geben hat fürs Leben. Wo das Leben mager war. Wo das Leben schwierig war. Und sein Name kommt dann ein bisschen später, taucht er auf, ist auch sehr speziell. Er heisst Mephibosheth. In seinem Namen stecken 2 Sachen. Erstens Ba'a und Bosheth. Und Ba'a heisst vertreiben. Buchstäblich heisst es in die Ecken zerstreuen. Also der erste Teil von seinem Namen heisst in die Ecken zerstreut. Hier, wenn man gerufen hat, Mephibosheth, Mephi, hat man gerufen, der in die Ecke zerstreut ist. Und Bosheth heisst Vertreiber von Scham. Also der sich geschämt hat wegen seiner Behinderung und in die Ecke zerstreut war. Und hat gewohnt, dem Ort, wo es keine Weide gibt. Ein paar Fragen, die ich möchte stellen. Erstens, was hat der Mann dafür, dass er seine Amme fallen lassen hat? Was hat der Mann dafür, dass sein Vater so gesündigt hat und von Gott verworfen worden ist? Was hat er dafür,
Dass er zwar vom Königshof abgestammt ist und eigentlich hätte am Königstisch sitzen, aber weit weg vom Königstisch gesessen ist, keinen Zugang gehabt hat, sondern in Lodabar gewohnt hat, dort, wo keine Weide ist, weit, weit weg vom Königstisch. Und so möchte ich fragen heute Morgen, vielleicht fühlst du dich manchmal so wie der Mephibosheth. Und ich möchte dich fragen, was in deinem Leben passiert ist. Vielleicht eine schwierige Familienkonstellation. Vielleicht hat man dich auch fallen lassen. In der Schule, schon früher, in der Familie, Kolleginnen, Kollegen. Wie redet man von dir? Redet man von dir auch mit heute anderen Worten, moderneren, der in die Decke verstreut ist? Hast du das Gefühl, da wo ich stehe, in Lodabar, dort wo keine Weide ist? Wenn uns aber auch fragen, was ist passiert im Leben von unseren Nächsten, was man manchmal als komisch empfindet. Was ist passiert im Leben von Leuten, von Meilensteinen, die dort Teilnehmende sind? Was ist passiert im Leben von so vielen Menschen, die der Quellenhof-Stiftung ein Zuhause, einen Arbeitsplatz oder einen Wohnplatz finden? Sie sind manchmal eigenartig, sie sind manchmal speziell. Was ist passiert in ihrem Leben? Wie viele von denen wohnen dort, wo keine Weide ist für ihre Seele, weit weg vom Königstisch? Viele von diesen Menschen fühlen sich zerstreut in den Ecken, weit weg. Viele schämen sich für das, was passiert ist in ihrem Leben. Und wir finden einfach, sie sind schon ein bisschen kurlig oder komisch. Besser vielleicht nichts mit ihnen zu tun haben. Wir lesen weiter, 2. Buch Samuel, Kapitel 9, Vers 7. David sagte zu ihm, wo dann der Mephibosheth in den Königshof kam, ist der Mephibosheth vor David zusammengefallen am Boden und gesagt, hier bin ich, dein Knecht. Und dann heißt, David sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will um Jonathans, deines Vaters willen, Barmherzigkeit an dir erweisen und will dir alle Äcker deines Vaters Saul zurückgeben. Also alles, was ihm gestohlen worden ist durch den Krieg, alles, was ihm abhanden gekommen ist, hat ihm der David, der König, wieder zurückgeben. Aber das lange nicht. Sondern etwas für seine Zeit Ungeheures ist passiert. Aber du sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Aber du sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Der König David, der König, hat den beeinträchtigten Mann an seinem Tisch haben. In unserer Kultur ein absolutes No-Go. Niemand hat das machen. Man hätte vielleicht Armenspeisung gegeben, aber irgendwo weit weg vom eigenen Zuhause. Und schon kann er gar nicht am Hof vom König seine Zeit. Hat sich einfach nicht geschickt. Und das jeden Tag. Jeden Tag ist jetzt der Mephibosheth an dem Tisch gesessen vom König. Und es heißt sogar später, dass er gleichgesetzt worden ist, der eigene Sohn von David. Er ist adoptiert worden. Er ist eingepflanzt worden in die Familie vom grossen König. Nicht nur für einmal, sondern für immer. Das Leben lang. Er hat das Gut, das er geerbt hat und verloren hat, zurückbekommen für seine Kinder. Aber er selber hat sich gar nicht darum kümmern, weil er ist eingeladen war am Tisch von dem gewaltigen König. Am Tisch vom König, Freunde, wir haben gewaltige Aussichten. Die Offenbarung gibt uns Einblick in den kommenden Tisch vom König. Der Tisch, der noch viel gewaltiger ist als der Tisch, wo wir lesen am Tisch vom König David. Das heißt im Kapitel 19 von der Offenbarung.
Und ich hörte etwas wie den Klang einer großen Schar, wie das Rauschen eines mächtigen Wasserfalls, wie das Grollen starker Donner. Das muss tönt haben, das muss gemacht haben, da im Himmel oben. Da ist die Post abgegangen, da ist, der eine wahrscheinlich Gehörschütz braucht. Halleluja, denn der Herr, der allmächtige Gott, hat das Reich eingenommen. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich mit reinem und glänzendem Leinen zu kleiden, denn das kostbare Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Was für ein Moment, was für ein Ausblick, wenn wir mal dürfen, du und ich, am Tisch vom König sein. Egal, was in unserem Leben passiert ist, egal, wie es uns geht, egal, was zerbrochen ist, egal, ob wir erfolgreich sind oder nicht, egal, ob wir angesehen sind oder nicht, egal, ob wir reich sind oder arm, egal, ob wir komisch sind oder weniger komisch. Ein bisschen komisch sind ja alle, oder? Was für ein Tag wird das sein? Und so wie wir in dieser Geschichte sehen, wie der Mephibosheth eingeladen ist, so wird es genau gleich sein an dem grossen Hochzeitsfest, an dem Tisch vom grossen König. Es heißt nämlich, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. So wird es einmal sein. Da werden viele Menschen kommen und an dem Tisch vom König geladen sein, wo man gar nicht denkt. Weil viele andere gar keine Zeit haben. Weil viele andere jetzt beschäftigt sind und eine Ausrede haben, sich nicht mit dem Tisch vom König befassen können, werden mal ganz spezielle Menschen mit an dem Tisch da sitzen. Was ist die Voraussetzung? Ist die Voraussetzung ein guter Leumund? Ist die Voraussetzung, dass ich jeden Tag die Bibel lese? Dass ich ein frommes, anständiges Leben führe? Überhaupt nicht. In dem Text haben wir gelesen, in der Offenbarung, dass die Menschen, die gekommen sind, ein leinens, weisses Gewand haben. Es ist das Hochzeitsgewand. Das Hochzeitsgewand können wir und müssen wir uns nicht erarbeiten, sondern es ist ein Geschenk von Gott, wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen. Wenn du Jesus Christus dein Ja gegeben hast, mit allen Schwierigkeiten, die dich noch behaften, mit allen Rucksäcken, die du noch hast, mit allen Knörzen, die da sind in deinem Leben, mit aller Minderwertigkeit, die du empfindest. Ich erinnere mich an meine liebliche Mutter, die immer Minderwertigkeit hatte und immer im Leben das Gefühl hatte, sie sei mal nicht dabei an dem Hochzeitsfest. Sie will man mal nicht. Mein Vater und wir Kinder haben ihr versucht beizureden. Ich weiss nicht, ob sie es vor dem Tod noch geschnallt hat und auch können begreifen, dass sie geladen ist an dem Tisch vom König. Freund, Freundin, du bist geladen am Tisch vom König. Es ist enorm wichtig, dass du das glauben kannst. Das Einzige ist, dass du das Leben Christus anvertraut hast. Das heisst nämlich, all denen jedoch, die ihn, Christus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Früher, viel früher, ich war 15, bin ich im Wäldchen. Und da haben wir immer so einmal in der Woche, von der Stadtmission von Lausanne ist so ein Pfarrer gekommen. Und weil wir sonst immer bei dieser Deutsch-Schweizer Familie waren, sind wir halt dann auch gegangen, wenn der Pfarrer da war. Hast du ja müssen, oder? Gehört zum guten Ton. Kannst du nicht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag dort im Stroh umeinander mit den Kollegen und dann am Freitag sagen, ich komme nicht. Also sind wir gegangen. Und dort haben wir ein Lied gesungen, ich höre es heute noch. Du bist nicht mehr ganz 15, ich sage es euch. Aber ich höre es immer noch. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir mal bei Jesus sind. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen. Was? Was, die ist auch da? Hey, der ist auch da. Du bist auch da. Oh, hätte ich nicht gedacht. Du bist auch da. Ja, das ist ja ungeheuer. Du, da werden die Leute da sein. Da werden wir gar nicht glauben. Das können wir uns heute gar nicht vorstellen.
an dem Tisch vom König, viele, wie sie erst im letzten Moment auf dem Totenbett das weiße Kleid angezogen haben und bekommen haben. Die Geschichte geht weiter. Kapitel 9, Vers 8 heißt es von dem Mephibosheth: Er aber fiel nieder und sprach: Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich es bin? Er hat sich so minderwertig gefühlt. Und in selber Zeit ist man auch so minderwertig gewesen, wenn man so eine Begrenzung hat, das sagt, ich fühle mich wie ein toter Hund. Wer bin ich, dass du mich annimmst? Hast du auch so einen Einspruch vielleicht wie der Mephibosheth? Ich sage dir, du bist heute am Tisch vom König geladen. Und das ist das, was wir jetzt machen miteinander. Wir werden jetzt miteinander Abendmahl nehmen. Wir werden dazu einen grossen Kreis durch den ganzen Saal durchmachen. Weil ich glaube nicht, dass das Abendmahl so sein soll, dass wir hingehen, den Boden herabschauen, das essen und dann wieder gehen. Und dass möglichst totenstill ist. Ich glaube, dass es am Tisch vom König einmal anders wird sein. Da langen wir dann mit den Händen zu, oder? Da haben fast alle wieder gern Fleisch dann, oder? Das ist ja gleich. Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. Steht nicht im Konzept drin. Steht nicht im Konzept. Oder? Aber ich erinnere mich da an eine Geschichte, als ich Jugendleiter war, sind wir immer am Silvester in so ein Chilli gegangen. Chilli-Haus hat das geheißen, am Hausemersee. Das kennt man in Zürich-Oberland nicht. Kennst du jemanden, das Chilli-Haus? Ah, schau jetzt, ja. Das hat nämlich nicht einmal Lena. Du bist natürlich dabei gewesen. Und das ist ein Roger, der war immer ein bisschen betrunken. Er ist am Rand der Jugendgruppe, etwas gekommen, manchmal nicht. Und an einem Silvesterabend, wo wir raus sind, wollten fortfahren, nachdem wir gefastet haben, in das Chilli, ist der Roger da gestanden. Und ziemlich sturzhagel betrunken. Und die anderen von der Jugendgruppe haben ihn eingeladen ins Auto. Dann sind wir im Chilli-Haus angekommen. Und dann ist es ums Abendmahl gegangen. Alle sind aufgestanden, auch er ist gestanden, mehr oder weniger. Und alle haben geschaut, was macht der Johannes Wirth jetzt? Gibt ihm das Abendmahl oder gibt er ihm nicht? Der ist ja betrunken. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht. Ich dachte, was mache ich jetzt? Ich habe mir auch schon in die Augen geschaut. Ich habe ihm das Abendmahl gegeben. Seine Augen haben gestrahlt. Ein paar Monate später war er tot. Er hat das Leben nicht geschafft. Aber ich habe ihm das Abendmahl gegeben. Ich habe damit gesagt, auch wenn du betrunken bist, hey Roger, du gehörst einfach dazu. Du gehörst dazu, an den Tisch vom König bist du eingeladen. Manchmal schämen wir uns für das Verhalten von anderen. Manchmal finden wir, andere Glaubenseinstellungen gehen dann gar nicht. Manchmal gibt es auch Leute, die schmecken jetzt nicht gerade nach 007, sondern nach etwas anderem. Manchmal ist es einfach Leute, die mögen wir nicht. Die Chemie ist nicht die gleiche. Freunde, sie sind eingeladen an den Tisch vom König. Und wenn wir nachher so im Kreis herumstehen, wenn wir einander einfach auch anschauen, mal anschauen, am Abend mal komisch, vielleicht ins Gesicht schauen, denke, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Und wir nehmen jetzt das voraus, was mal wird sein, dass wir jetzt an den Tisch vom König kommen, wo wir später dann auch werden am Tisch vom König sein. Und wenn du daheim bist, dann hol einen Traubensaft oder tun einen 7 Dezi Wein auf. Oder du kannst auch Orangensaft nehmen oder Milch, spielt auch keine Rolle. Du kannst darüber beten und es ist auch wie Traubensaft. Und ein Stück Brot nehmen und mit uns das nachher da feiern. Und einfach mit uns zusammen das Abendmahl nehmen. Aber bevor ich zum Schluss komme und wir zum Abendmahl kommen, habe ich noch einen kleinen Titel, der heisst «Dein Tisch im Angesicht vom König». Wie wäre es, wenn wir die Heime schon würden, seine Gemeinschaft feiern, die wir später auch feiern? Ich vergesse es nicht mehr, am letzten
Nein, schon wieder vorletzten Heiligabend, am letzten sind wir voll gewesen, haben wir eigentlich 3 Leute eingeladen, am Schluss sind 8 um den Tisch gesessen. Die meisten so ein bisschen Mephibosheths. Und es war so wie der Königstisch gewesen. Nicht weil ich der König war, sondern weil der König mit am Tisch gesessen ist. So unterschiedlich. Wie wäre es, wenn wir die Hause manchmal so einen Tisch vom König machen, dass wir manchmal, ob wir jetzt Single sind oder geheiratet sind, wir können alle Leute einladen. Leute einladen, vielleicht jetzt nicht einfach nur die Freunde, nicht die Best Friends, sondern vielleicht einmal ganz andere Leute. Vielleicht in der Kirche, wo wir am Sonntag sehen, 3 Leute und denken, den könnt ihr mal einladen. Du musst ja nicht sagen, heissest du Mephibosheth. Einfach so einladen. Vielleicht sehen wir jemanden, der allein draussen steht im Feuer. Vielleicht kennen wir jemanden in der Nachbarschaft, wo wir einfach an unseren Tisch einladen können. Und am Schluss vielleicht so noch miteinander das Abendmahl feiern. Könnte ja jemand das Abendmahl nehmen, der noch nicht bekehrt ist, gell? Das wäre ganz schlimm. Das wäre ganz schlimm. Er könnte sich ja noch entscheiden für Jesus beim Abendmahl. Es könnte ja etwas machen bei ihm. Und das wäre positiv. Also wie wäre das, wenn unsere Tische haben? Meine Frau und ich haben uns das schon länger vorgenommen, nach der Weihnacht vor einem Jahr. Aber es ist uns noch nie gelungen. Wir haben es noch nie gemacht. Wir laden gleich immer noch unsere Freunde ein. Jetzt, als ich die Predigt halte, habe ich gedacht, ich habe einmal so 3, 4 Namen aufgeschrieben. Wie wäre es, wenn wir das vorausnehmen würden, wo wir mal feiern werden mit unterschiedlichsten Menschen, nicht nur mit den Best Friends. Aber jetzt, Freunde, bete ich und dann gehen wir rein in das Abendmahl und das sieht ganz, gibt ein bisschen Chaos, oder? Das ist immer gut, Chaos. Ihr könnt einfach bei diesen Tisch vorbeigehen, ein Brot und Kelch nehmen und dann so in einem Kreis anstehen. Und wenn ihr nicht das Abendmahl nehmen wollt, könnt ihr auch ohne das Abendmahl im Kreis einstehen. Ich gehöre gleich dazu. Und denkt nicht, ich gehöre nicht dazu. Denkt nicht, es schickt sich nicht dazu. Oder denkt nicht, ich habe noch irgendeinen Seich gemacht oder so. Ich gehöre nicht dazu. Du gehörst dazu an den Tisch vom König. Der König lädt dich ein. Kommt, wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns heute Morgen einlädst an deinen Königstisch. Das ist fantastisch. Ich danke dir dafür. Danke dir, dass du jedem Mephibosheth und Mephiboshethtin und weiss sicher, wie alle heissen, einlädst. Auch die sagen, ich bin so angesehen, die lädst du auch ein. Du hast kein Problem mit Leuten, die angesehen sind. Du hast kein Problem mit erfolgreichen Leuten. Du hast aber auch kein Problem mit Leuten, die nicht erfolgreich sind. Du hast kein Problem mit Leuten, die beladen sind. Du hast kein Problem mit Leuten, die es nicht fertig bringen, ohne Sündigen zu leben. Du hast kein Problem. Und wer noch kein weißes Kleid hat, dem sagst du, heute kannst du dein weißes Kleid bekommen. Du kannst heute sagen, Jesus, da bin ich. Ich will zu dir gehören. Jesus, ich brauche das Kleid von der Vergebung, wo alles wegwischt, wo zwischen mir und dem Vater ist. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass wir jetzt das Abendmahl miteinander erleben und miteinander erfahren. Danke vielmals. Amen.